Der Simon hat gesagt, von Jesus ähnlicher werden, das ist eine von seiner Leidenschaft, er selber und uns mitzunehmen. Und heute Morgen geht es auch um das. Ich lese ja wie die allermeisten von euch Bibel. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich lese dann so die Evangelien durch und manchmal, ja, keine, oder? Und dann musst du halt ein bisschen mehr lesen, bis plötzlich so der Angelhaken, oder? So richtig anzieht, oder? Bis der Fisch anbeißt, oder? Und ich nehme euch mit ganz ins persönliche Ergehen von mir. Und der Vers, der mich angekumpelt hat, wo der Angelhaken den Fisch gefangen hat, steht in Matthäus 11,29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch. Das Joch wird über den Nacken von Rinder gelegt. Entweder gibt es ein einfaches Joch für ein Rind oder ein Doppeljoch für 2 Rinder. Also Jesus braucht natürlich Bilder, vor allem aus der Landwirtschaft, wo die einfachen Leute seiner Zeit das verstanden haben. Und je nachdem, wie schwer der Wagen war, ist das Joch auch sehr schwer in den Schultern hinein von diesen Rindern gelegen. Und wenn es ein Einräder oder Einachserkarre war, oder, dann ist die Last von der zweiten Achse ist dann auf den Schultern gelegen, von dem Rind oder diesen 2 Rindern, je nachdem sie miteinander gelaufen sind. Und oft hat man bei den Rindern gesehen, wie es da geschürt hat, wie es da wund war. Die Jeremia, der redet auch schon über das Joch. Er redet davon, dass sein Volk, das Volk von Gott, das Joch, das Gott seinem Volk auferlegt hat, abzieht und zerbricht. Es gibt kein Leben, ohne dass wir unter etwas leben. Es gibt kein Leben ohne unter einem Joch, ohne unter Lebensprinzipien. Jeder Mensch läuft unter Lebensprinzipien. Und das Volk Israel hat gesagt, das sanfte Joch von Gott will ich nicht mehr. Wir wollen frei sein, absolut frei. Und in dieser Freiheit sind sie unter ein neues Joch geraten. Ich habe das also vor 3 Tagen in der Brockenstube gefunden. Ich sage euch, der Keib ist schwer. Also, und Gott sagt, du hast ohne Joch sein, du hast das sanfte Joch von Gott auf die Seite geschoben, darum bist du unter das Joch gekommen vom König von Babel, von Nebukadnezar. Und dort redet Jeremia von einem Joch von der Fremdherrschaft, Joch von der Fremdbestimmung. Sie haben nicht mehr selber bestimmen, sie sind unter einer Art Besatzung unter einer Sklaverei. Jetzt wollen wir uns heute Morgen fragen, was für ein Joch hat dann Jesus gedacht, als er gesagt hat, nehmt mein Joch auf euch, weil mein Joch ist sanft und leicht. Was für ein Joch hat er gedacht, das die Leute getragen haben? Seinerzeit war es ein gesellschaftliches Joch, das die Leute getragen haben. Es war das Joch von der Religiosität. 600 Verbote und Gebote, die die Leute halten mussten. Und die religiöse Elite hat die Gebote schwer auf die Menschen gelegt. Und sie hat sie noch verkompliziert und nochmal verkompliziert und noch genauer gemacht. Und das hat wie ein Joch, wie ein schweres Joch, hat das gripst auf die Schultern von diesen Menschen seiner Zeit. Müssen in diesen Konventionen hinein, müssen in dem hinein zu laufen. Und Jesus sagt sogar, wenn er von den Pharisäern redet, sie binden schwere Bürden und legen sie den Menschen auf den Hals. Also Jesus denkt immer wieder an das Joch. Und Jesus hat Menschen gerufen und gesagt, wisst ihr was? Wenn ihr unter dem schweren Joch leidet, von dieser Religiosität, von diesen gesellschaftlichen Konventionen, dann will ich euch das Joch abnehmen und will euch ein sanftes Joch geben. Ich will euch unter meine Lebensart, meine Lebensweise, meinen Lebensstil rufen. Und der Lebensstil und die Lebenskonvention, das ist leicht und druckt nicht und schürt nicht. Was würde Jesus heute sagen? Was ist mit dem Joch heute
gemeint. Wir stehen nicht mehr, bei weitem nicht mehr unter einem Joch von religiösen Vorschriften. Vielleicht noch Leute, die ganz konservativen Gemeinden aufgewachsen sind, dann müssen wir das Joch endlich mal ablegen. Aber die wenigsten leben unter dem Joch. Es ist aber trotzdem das gesellschaftliche Joch, ist mir in den Sinn gekommen, Freunde, als ich darüber nachgedacht habe. Das Joch von der Lebensart, vom Zeitgeist, wo auf uns liegt. Es ist das Joch vom schneller, besser und vom höher. Es ist das Joch von der Selbstoptimierung, vom Selbstentfaltung. Es ist das Joch vom Ich muss mir's gönnen, ich darf nicht zu kurz kommen. Es ist das Joch von der Angst, zu kurz zu kommen, von der Angst, nichts zu gelten, von der Angst, am Leben vorbei zu leben. Multitasking-Mutter ist so ein Begriff. Oder der angepasste Mann. Es ist die Last der überstülpten Normen für unsere Gesellschaft. Und wenn du jetzt sagst, diese Last trägst du nicht, dann gratuliere ich dir dafür. Aber weisst, diese Last tragen wir oft unmerklich, dass wir es nicht bewusst machen. Aber wir werden infiltriert von allen News, von allem Leben, wie das gestaltet wird, werden wir infiltriert. Und immer wieder kommt das auf uns. Und es lebt plötzlich in uns hinein. Das immer schneller, immer besser, immer höher. Und da kommt Jesus und sagt, lernet von mir. Lernet von mir. Man kann von Jesus lernen, von ihm abschauen, seinen Lebensstil anschauen und sein Joch auf uns nehmen. Seine Art zu leben. Seine Art zu sein. Und das ist leicht. Es ist zwar so wie ein Job, es ist leicht. Jesus sagt, lernet von mir, haltet mit mir Schritt. Es ist da auch ein Bild, das ich denke, wie Jesus davor hat, denkt vom zweifachen Joch, oder? 2 Rinder, die nebeneinander laufen unter einem Doppeljoch. Das ist so das Bild, das ich bekommen habe von Gott, denkt mich so, Jesus läuft neben mir. Er hilft mir zu ziehen. Er lässt mich nicht allein. Ich kann im Gleichschritt mit ihm, in seiner Lebensart, durchs Leben zu gehen und so in eine Freiheit laufen. Jesus sagt, denn ich bin. Jesus stellt seine Lebensweise und seinen Charakter vor. Das Erste, was er sagt, ich bin, ist sanftmütig. Was sind Synonyme für sanftmütig? Ist freundlich, friedfertig, gütig, herzensgütig. Das steht ganz im Gegenstrom von dem, was man heute macht. Heute ist nicht die Gütigkeit, nicht die Friedfertigkeit im Vordergrund, sondern es ist die Rechthaberei. Das Rechthaberei, man muss Recht haben, verstehst du? Das Ereifern über andere, die nicht so sind wie ich. Das Ereifern über unsere Regierung, über die Double dort oben und die weiss ich was und was sie wieder gemacht haben und die Banker und weiss ich überhaupt. Das Wutbürgertum, oder? Das Ausrufen. Damit man selber ein bisschen höher oben steht, macht man die anderen runter. Das ist alles andere als sanftmütig. Jesus sagt, ich bin anders. Ich bin sanftmütig. Und dann, das, was mich am meisten getroffen hat, das, was ich darüber nachdenke, seit einer Woche, 2, vielleicht sind es auch 3, ich weiß es nicht mehr so genau. Wo Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig. Von Herzen demütig. Was ist Demut? Wie sieht man Demut? Wie merkt man Demut? Demut ist, sich zurücknehmen. Sich nicht in den Vordergrund drängen. Sich nicht über andere überheben. Nicht besser wissend sein. Das Bewusstsein, dass man selber auch Fehler und Begrenzungen hat. Sich sogar Unrecht tun lassen, ist Demut. Frei von Ärger über das Versagen von anderen Menschen. Man kann abweichende Meinungen, abweichende Glaubenspositionen ruhig stehen lassen, während man mit der Demut hineinläuft. Jetzt ist es schwierig, das mit so Wörtern zu beschreiben. Darum beschreibe ich es, was Demut ist mit dem Verhalten von Christus Jesus. Ich denke da,
als er mit seinen Jüngern durch Samaria gelaufen ist, das Gebiet der Samariter. Und er hat den Jüngern gesagt, sie sollen eine Unterkunft in einem von diesen Dörfern der Samariter parat machen. Die Samariter haben gesagt, den wollen wir im Fall nicht. Und die Jünger, die Donnersöhne, oder? Die schnelle Eingriffstruppe haben gesagt, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel? Und Jesus hat gesagt, ja, vernichten! Jesus hat nur etwas gesagt. Lassen Sie in eine andere Stadt weitergehen. Freunde, das ist Demut. Der Herr der Herren, der Heiler, der überall geheilt hat, hat sie abgelehnt, sie haben ihn nicht wollen. Und Jesus in seiner demütigen Haltung hat gesagt, wir gehen weiter. Oder ich bin jetzt gerade dort in Jordanien vor einer Woche in Gerasa, dort, wo der tobende, besessene Mann war, wo Jesus geheilt hat. Und dann ist die Geschichte gekommen mit diesen paar Säulen, die dann dort in den See gestürzt sind. Dann sind die Leute vom Dorf. Das Dorf war ein paar Kilometer entfernt, weil das ist da in der Steppe passiert. Und sie kamen und haben gesagt, würdest du ein bisschen gut dein Wehrli zusammenpacken und wieder gehen? Und Jesus hat gesagt, wenn ihr wüsstet, wer er fortschickt, im Gericht wird es euch elend gehen im Fall. Jesus hat keinen Ton gesagt, hat sein Wehrli gepackt, seine Jünger genommen, ist ins Schiff gestiegen und ist fortgefahren. Freunde, das ist Demut. Oder ich denke, wo er gefangen genommen worden ist, der Petrus, der ADSler, hat ja, heute würden wir Ritalin geben, oder? Das hat es in der Zeit noch nicht gegeben. Er ist immer schneller geredet, als er gedacht hat. Hat den Malchus so abgehauen, oder? Und Jesus hat gesagt, geschieht dem Recht, dem Typ, der will mich gefangen nehmen. Er hat das Ohr genommen, Jesus, und hat es wieder angeleimt. Sein Find hat es wieder angetatscht, dass es wieder funktioniert hat. Ich denke auch die Demut, wo Christus Jesus am Kreuz war. Und so Schmerzen gehabt, unerhörte Schmerzen, die Kreuzensschmerzen, die so gewaltig sind, so unvorstellbar, wo er gerufen hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war nicht nur Vergebung, sondern das war ein Akt von tiefster Demut. Dein Peinigen zu vergeben, ein Akt von der tiefsten Demut. Und dann noch das Letzte, der auferstandene Christus, oder der herrliche, verherrlichte Jesus, den wir in der Offenbarung beschrieben sehen, sagt im Sendschreiben zu einer Gemeinde, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist ein Gentleman. Das ist Demut. Der auferstandene Christus rennt keine Herzenstüren ein. Auch wenn es heute Morgen Menschen da haben, die noch keine Beziehung haben zu Christus, keine Angst, der Jesus rennt keine Türen ein. Und auch wir wollen uns zu dich zu überhaupt nichts überschnurren. Weil der Jesus ist ein Gentleman. Der auferstandene König aller Könige. Der mal wird kommen und alle wirklich dann den Frieden bringen, wo man schon lange darauf wartet. Der steht vor der Herzenstür und er klopft an. Und er fragt, ob wir ihn einlassen. Wir können ihn einlassen, wir können ihn rauslassen und er geht wieder. Das ist Demut alles, Freunde. Und da heisst, ich bin von Herzen demütig. Die Demut ist nicht aufgesetzt. Die Demut von Jesus ist nicht krampfhaft von innen raus. Es ist eine Lebensart. Es ist ein Charakterzug. Verstehst du? Es gibt manchmal so eine halbfromme, so zuckersüße Demut von, ich weiss, wir haben mal einen Pianist gehabt bei uns, ist schon viele Jahre, der hat die Leute klatschen, der hat er immer so gemacht und ich will den Ja kein Lob und Ja kein Dank, oder? Ist alles der Herr, ich bin gar nichts, oder? Ich kann euch sagen, so Demut, das schudert mich, oder? Das ist nicht von Herzen, das ist eine fromme Zuckerguss-Demut. Das kommt nicht von innen raus. Das ist kein Charakterzug, das ist keine Lebensart. Ich kenne zwei Menschen, die mir ein riesen Vorbild sind, ihre Demut. Ich habe die sicher auch schon da erwähnt. Das eine, das ist mein lieblicher Vater. Mein lieblicher Vater hat viele Fehler gemacht in seinem Leben. Mein Vater hat
manisch-depressiv mit allem, was dazu gehört hat und unsere Familie zu unter Obsi gerührt hat. Vor allem das Manische, aber auch das Depressive. Aber mein Vater ist auf sein Lebensende ein Vorbild geworden für die ganze Kirche bei uns. Gestern hat mir jemand erzählt, mein Vater war Pfarrer, er sei ihn besuchen ins Alterspflegeheim. Und der Vater hat nicht ihn gesegnet, sondern der Vater hat gesagt, Otti, tust du mich besser gut segnen? Tust du für mich beten? Freunde, das ist Demut. Wie ist er zu dieser Demut gekommen? Wenn ich eine geistliche Frage hatte, hat er mich zu sich ins Büro genommen und gesagt, schau, aufgrund von dem und dem sehe ich so. Und dann gibt es andere Leute, die sehen das aufgrund von dem und dem so und so. Er hat mir nichts überstülpen. Er hat mich in die Freiheit eingeladen. Ich habe mich frei gefühlt bei ihm. Ich habe mich freigesetzt bei ihm. Meine Schwiegermutter hat gesagt zu mir, weisst, wenn ich beim Vati bin, dann bin ich frei. Dann bin ich schwerelos, wie wir gesungen haben. Dann bin ich mich selber. Wie ist er dazu gekommen? Das Erste war, er hat sich ausgestreckt nach dem Joch von Jesus. Er hat sich ausgestreckt nach dieser Lebensart von Christus. Und das Zweite ist, er hat viel Zerbruch erlebt in seinem Leben. Er hat viel Schwieriges erlebt. Und durch das Schwierige und parallel dazu das Ausstrecken nach dieser Lebensart mit dem Jesus hat ihn in die Reife eingebracht, in das satte Leben. In das Leben, das nur noch weiss, es gibt eine herrliche Zukunft. Ein Leben, das nicht mehr umeiert. Ein Leben, das nicht mehr das Gefühl hat, es kommt zu kurz. Ein Leben, das andere nicht mehr in den Schatten stellen muss. Verstehst du? Ein Leben, wo du dich bei so einem Mann oder so einer Frau wohlfühlst. Die zweite Person ist der Geri Keller aus der Schleife. Er ist jetzt über 90, er hat Blutkrebs. Wir wissen nicht, wie lange er noch lebt. Er ist nicht mehr in der Öffentlichkeit. Er ist bettlägerig vor allem. Der Mann ist auch so einer. Ich kenne ihn, seit ich 12 bin. Und er ist ein Mann, wo sich die Leute so angezogen gefühlt haben. Ein Mann, wo jedes, egal wie es verletzt war, sich wohl gefühlt hat in dieser Gegenwart von dem Mann. Einfach wohl, einfach angenommen. Darum haben alle Leute irgendetwas zu tun haben mit ihm. Und wie ist es so weit gekommen? Genau das Gleiche bei meinem Vater. Er ist schon früh als reformierter Pfarrer gescheitert, indem er geschieden worden ist und eine Scheidung hinter sich hatte. Und seine Zeit war das eine Katastrophe für einen Pfarrer. Er hat erlebt, wie er demütigt worden ist von geistlichen Leitern, weil Sachen passiert sind in der Schleife, die man nicht einordnen konnte. Ich war selber in so einem Demütigungsakt dabei gewesen, wo 6, 7 Pastoren auf ihn eingeredet haben, was er alles falsch macht, wie das Schatten Gemeinde von Winterthur. Er ist in dieser Sitzung an dem runden Tisch, an dem viereckigen Tisch gesessen. Sein Kopf ist immer weiter ab, je mehr, dass man ihn zusammengeschissen hat. Und nachher sagt er, Brüder, es tut mir leid, wenn ich euch bedrücke. Vergebt mir ein bisschen gut. Freunde, sein Wille, in das verändert zu werden, das Joch von dem Jesus, die Lebensart von dem Jesus zu leben und nicht mehr die Lebensart von dem Joch von den gesellschaftlichen Konventionen. Das verbunden mit Aufsagen in seinem Leben, das hat ihn zu dem Mann gemacht, wo er ist, abgestillt. Der Geri schreibt in seinem Buch über den Bruder Klaus von Flüeli-Rampf, schreibt er, dass ohne zerbrochenes Herz die wirkliche Nähe Gottes nur schwer zu erfahrbar ist. Ohne zerbrochenes Herz die Nähe Gottes oder die Veränderung ins Ebenbild von Jesus nur schwer erfahrbar ist. Wir wollen nicht Zerbruch, wir wollen nicht schwierige Situationen in unserem Leben. Hoffentlich nicht. Wir beten fürs Gute und fürs fette Leben. Und trotzdem, wenn du zurückschaust in deinem Leben, was hat dich näher angebracht zu Jesus? Was hat dich näher in das Leben von ihm, in das Ebenbild verwandelt? Ist es nicht auch gerade die Schwierigkeit, die du durchgemacht hast? Freunde, unsere christliche
Gemeinschaft kann doch ein Trainingsfeld sein für das demütige Leben. Unsere Kirche, unsere Small Groups. Ich höre öfters von Leuten, die sagen, ja, weisst du, meine Small Group, ich komme halt da nicht weiter, sie bringen mich nicht mehr weiter. Ich bin halt weiter als die anderen. Weisst du, ich kann halt und ich habe gedacht und sind halt nicht meine besten Freunde und ich. Und ich denke dann an mich, wann kommst du? Wann geht es um andere? Einer der wichtigsten Slogans, das habe ich da schon gesagt, für mein Leben, ist von einem hirnversehrten Mann gekommen, der gesagt hat, Johannes, ich sage dir was, gib nie auf. Und ich habe gedacht, du hast ja keine Ahnung. Und der Geist Gottes hat mir gesagt, ich habe ihm es gesagt. Freunde, sind wir bereit, auf Menschen zu hören, die nicht so in sind, die nicht theologisch gebildet sind, die nicht weiss ich was zu erzählen haben. Einfache Menschen. Sind wir bereit, andere Menschen, die andere geistliche Schwerpunkte haben, die von Gott anders geführt werden, die in einem anderen Lebensabschnitt, in einem anderen Glaubensabschnitt, in einem anderen Beziehungsabschnitt zu Christus stehen, sind wir bereit, sie stehen zu lassen, ja sogar von ihnen zu lernen wollen. Die elende Rechthaberei, dass ich. Freunde, wie bin ich geprägt worden? In schwierigen Small-Group-Situationen. Mit schwierigen Leuten beieinander. Mit Leuten, die man keinen Staat hat können machen. Wenn wir neue Leute eingeladen haben in unsere Small-Groups in der Zeit, dann haben sie gesehen, was für ein Haufen das ist. Oder? Bist du bereit? Es ist ein Trainingsfeld. Wenn du davon laufst von Trainingsfeld, könnte es sein, dass du eben nicht in das Bild verändert wirst. Wie ist es mit den Predigten? Müssen Predigten möglichst gute Performance sein? Möglichst einen Schein darstellen? Möglichst ein bisschen Glitzer und ein bisschen Glamour mit sich bringen und wahnsinnige Spannung? Oder sind wir im Gottesdienst und fragen voran Gott, dass wir etwas mit überkommen für unser Leben? Und dann spielt es nicht so eine Rolle. Wir geben unser Bestes, wir predigen natürlich, alles andere ist zu wenig gut fürs Reich Gottes. Aber dann spielt es nicht so eine Rolle, dass es perfekt ist. Dann spielt es keine Rolle, dass jedes Wort abgewogen ist. Dann spielt es nicht eine Rolle, oder im Gegenteil, dass wir versuchen, Menschen noch zu manipulieren. Sondern dann spielt es eine Rolle, dass du vor dem Gott stehst und fragst, was willst du mir heute sagen? Freunde, Kirche und Small Groups sind ein guter Ort, um einander die Füße zu waschen und nicht zu grinden. Ich weiss, die Füße stinken. Ich hatte gestern einen langen Tag gehabt und nachher habe ich meine Schuhe abgezogen und gedacht, Scheiße. Ich habe sie dann noch kurz gebädelt und gedacht, es ist gut, haben sie niemand anders müssen bädeln. Ich habe weitergelesen mit dem Fokus. Oder wenn du einen Fokus einmal hast in der Bibel, wenn du am Lesen bist, nachher weiterlesest, ist es eigenartig. Es kommt wieder der nächste Fokus. Und der nächste Fokus war dann ein paar Kapitel später, Matthäus 18, 14. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Das Kind, haben wir heute Morgen eins gesehen, mit seinem einfachen, kindlichen Glauben, wo nicht alles hinterfragt. Ein Kind im festen Wissen von Abhängigkeit, Vater und Mutter. Ein Kind, das weiss, sein Wissen hat Grenzen. Ein Kind, das lernbedierig ist von den Erwachsenen. Bist du so ein Gotteskind, das lernbegierig ist vom himmlischen Vater? Wo du weisst, du hast nicht alles mit dem Löffel gegessen, sondern mit dem Gabel und es geht dir viel zwischen den Abend. Bist du so ein Kind, wo du kannst nochmal kindlich glauben, wo du musst alles hinterfragen, alles kritisch anschauen. Da bin ich weitergegangen. Matthäus 18,10. Hütet euch davor, auf einen von diesen gering geachteten herabzusehen,
Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem Vater im Himmel. Das ist eben die Herzensdemut, auch einfache Menschen für voll zu nehmen. Zu glauben, dass man von einfachen Menschen Gott uns etwas geben kann. Und nicht auf den Geringen rumzuhacken. Sie nicht gering anzuschauen. Sie nicht auszuschliessen für unsere Gemeinschaft. Und ich bin weitergegangen. Und das soll das Letzte sein heute Morgen. Matthäus 20, 26. Wo Streit gegeben hat um die besten Plätze. Wo Jesus sagt, bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Das ist wieder auch der Jesus, der seine Jünger die Füße gewaschen hat. Die Stinkenden. Der Jesus, der seine Jünger und den Menschen und den Sünderinnen und den Sünder dient hat. Freunde, einander zu dienen, statt abzuziehen, statt Energie zu holen, zu klauen, Energie zu erwarten, nur mit den Besten zusammen zu sein, den Menschen zu dienen. Wo können wir ihnen dienen? Ich bin am Schluss und bitte euch aufzustehen. Und wir wollen etwas machen, was wir vielleicht sonst nicht machen. Wir wollen den Predigtvers heute mit Betonung lesen. Ich sehe da vorne, tun wir mal den ersten drauf, bisschen gut. Jawohl, dort, wo unterstrichen ist, dort tun wir betonen. He? Also, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Macht den zweiten, lernt von mir. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das Letzte, was wir haben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Amen. Ich will beten. Jesus Christus, es fasziniert mich, deinen Ruf zu hören und deinen Ruf weiterzugeben heute Morgen. Kommt zu mir und nehmt das sanfte Joch von euch. Lernt von mir. Lernt von mir, was zählt im Leben. Jesus, du siehst, in welchen Umfeldern, im beruflichen Umfeld, familiären Umfeld, Nachbarschaftsumfeld, wir alle leben. Du siehst, was wir alle lesen jeden Tag. Was man noch sollte und nicht mehr darf und nicht mehr kann und doch wieder sollte und wieder muss. Schneller, höher, besser. Aus dem Leben das Beste rauszuholen. Es ist die Peitsche, die uns peitscht, vorwärts trägt. Es ist der Kummet, das Joch, das uns ripscht. Und Herr, es tut mir leid, dass ich so viele Menschen kenne, die in diesem Joch zugrunde gehen. Ich denke da an meine eigenen Leute aus meiner Familie, die seit Monaten, fast Jahren, nicht mehr mögen, unter dem Joch zu laufen. Herr, da innen hat es Leute, die geschädigt sind von dem Joch. Es gibt Menschen, die im Midlife-Crisis sind und sich fragen, was es ist und vielleicht sogar der Kirche die Schuld geben. Dabei ist es das Joch, das sie nicht mehr tragen mögen. Weil es einfach zu stark ist. Weil sie einfach wund sind an ihren Schultern, an ihrem Nacken, müssen gepflegt werden. Sie nicht mehr in dem Rad hinein mögen gehen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du ihnen zeigst, woher es kommt. Dass du ihnen hilfst, das Joch auszuwechseln. Voran, als ich still auf dem Stuhl gesessen bin,
ist so das Wort gekommen, das neue Joch können wir anlegen im Lobpreis. Vielleicht sagt dir der Lobpreis nichts, vielleicht hast du sogar Mühe zu preisen. Aber Freunde, im Lobpreis kann Jesus dieses neue Joch anlegen. Und dann laufen wir im gleichen Schritt mit ihm. Sein Joch ist sanft. Halleluja. Danke, Jesus. Ich preise dich, lobe dich, ehre dich als der demütige Heiland. Von Herzen demütig und sanftmütig, friedliebend. Bei dir haben sich Menschen wohlgefühlt. Bei sich haben sie sich nicht verändern müssen. Bei dir haben sie können sein, wie sie gewesen sind. Bei dir haben sie sich nicht schämen für ihr verstecktes Zeugs und das Glump, das sie mitgebracht haben. Bei dir haben sie können kommen mit ihrem Glump und ihrem Zeug und ihrem Sachen. Jesus, Jesus, Jesus. Ich verkündige deinen heiligen Namen. Ich verkündige deine Sanftmut. Ich verkündige deine von Herzen Demütigkeit. Lass uns wachsen, zusammen als Gemeinschaft in dein Ebenbild. Und lass uns die Trainingsfelder, die wir haben,